Hi zusammen, ich bin Anita. Ich bin Laura. Und ihr hört gerade den Skorpion und Jungfrau Podcast. Heute reden wir über das Buch Primitivo von Pedro Lenz. Laura, weil du das Buch ausgewählt hast, übergebe ich dir auch gerade das Wort und dann kannst du sagen, was du vorhast. Ja, ich rede zuerst ein bisschen über den Inhalt und dann im Kontext von dieser Geschichte ist so wichtig, dass man ein bisschen einen Hintergrund hat. Einerseits zur Arbeitsmigration in die Schweiz, aber auch spanische Emigration, tue ich kurz in a nutshell, so wie das geht, auseinandernehmen. Genau, und dann ist es eigentlich so wie letztes Mal. Also geben wir euch noch die Bewertung ab und reden über verschiedene inhaltliche Themen. Ja, also von diesem Roman tropft der Baustellenschweiss. Er spielt im Sommer 1982 in Herzogenbuchsee. Es geht um zwei Männer, die beide im Baugewerbe arbeiten. Und zwar ist das der Charlie und eben der Primitivo. Sie haben einen ähnlichen Hintergrund, also haben beide spanischen Migrationshintergrund. Der Charlie ist ein 17-jähriger Maurerlehrling, seine Mutter ist Spanierin und der Primitivo ist ein Hilfsarbeiter, der ursprünglich in Spanien ist geboren wurde. Und der Aufhänger der Geschichte ist, dass der Primitivo einen tragischen Unfall hat, also er kommt unter ein Schallungselement auf der Baustelle und diese Storyline die zieht sich dann eigentlich durch die ganze Geschichte. Also der Charlie erzählt viel vom Primitivo, es gibt immer wieder Rückblenden, aber man erfährt auch viel von der aktuellen Geschichte. Also eben der Charlie wächst in einem Schweizer Dorf auf, es tauchen viele absurde, komische Figuren auf, die eigentlich die Geschichte weitertreiben. Genau, und wieso ist, die beiden Migrationsgeschichten, die sich eigentlich ineinander wie verweben, also dass man eben verschiedene Sachen erfährt. Und was noch wichtig ist zu sagen, es ist autobiografisch. Also der Charlie hat viel von der Geschichte von Pedro Lenz. Also teilweise, also so ein bisschen inspiriert. Genau, oder? genau. Weil es ist ja nicht seine nein, Geschichte. es ist nicht genau, aber ist... ich habe es schon vermutet, weil ich wusste, dass der Pedro Lenz eine Maurerlehre hat gemacht ursprünglich und dass er eben auch spanischen Hintergrund hat und darum habe ich es vermutet und am Schluss steht es ja dann noch. Und dann würde ich jetzt ein Zitat aus dem Buch vorlesen, wo man ein bisschen mehr über den Primitivo erfährt. Zwischen dieser ersten Begegnung und dem Unfall ist genau ein Jahr vergangen. Aber dann, als er gestorben ist, hatte ich den Eindruck, ich habe ihn wesentlich länger gekannt. Wir haben einander sehr viel von uns erzählt, vor allem er, weil von mir hat es natürlich noch weniger zu erzählen gegeben, schon vom Alter her. Ich meine, ich war dann noch nie außerhalb von Europa und zu Europa selber auch noch nicht an so manchem Ort. Darum konnte ich beim Thema Länder nicht so viel beitragen. Auch beim Thema Krieg konnte ich unmöglich mithalten. Der Primitivo hat 2 Kriege hautnah erlebt und ich nicht einmal einen Bandenkrieg im Schorenwald. Aber Ideen und Gedanken, um darüber zu erzählen, die hatte ich ja gleich. Zum Erfahrung haben muss man fast älter sein, aber zum Ideen haben überhaupt nicht. Das hat der Primitivo selber gesagt, dass die Erfahrung überschätzt werde, vor allem von denen, die meinen, sie hätten alles schon gesehen und begriffen. Erfahrung allein sei nichts wert, Erfahrung sei nur dann etwas wert, wenn man die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Aber für das muss man nachdenken und nachdenken sei den meisten Leuten zu mühsam. Und dass man Bücher lesen muss, weil Bücher einem beim Nachdenken helfen können, das hat er mir auch mehr als einmal gesagt. Obwohl, dass er mir das gar nicht unbedingt sagen musste, weil gelesen habe ich sowieso viel und gerne. Und jetzt so einen kleinen Einblick eigentlich eben in die Geschichte des Primitivo. Ich weiss zum Beispiel noch, wie er mir erzählt hat, wie er in die Schweiz kam mit über 50, weil ihm jemand erzählt hat, in der Schweiz sucht man Maurer. Es gibt immer zu wenig Maurer in der Schweiz, weil die Schweizer entweder nicht können oder nicht wollen mauern. Er selber hat ja fast sein ganzes Leben lang als Maurer gearbeitet. Nur die ersten Jahre, von 12 bis 17, musste er daheim in Asturien in der Mine Kohle rauspickeln als Mineur. Er hat in dieser Mine gearbeitet, weil das in seiner Familie alle gemacht haben. Aber als der Spanische Krieg angefangen hat, sei er im Sommer 1936 fort von seinem Zuhause, sei er auf gut Glück durch findliches Gebiet durch bis auf Madrid gelaufen, wochenlang unterwegs, immer auf Draht, immer vorsichtig, dass er nicht an ein Problem herlaufe. Und dort in Madrid hatte es keine Mine, also hat er auf Baustellen gearbeitet, hat zuerst gehandlangert, also für die Maurer der Pflaster und die Steine zu suchen getragen, genau zugeschaut, wie sie es machen, immer viel gefragt und viel gelernt, bis er dann eines Tages selber mauern. Er musste es allein lernen, weil Stiftungen wie bei uns mit Gewerbeschule und Kurswochen in geheizten Maurerlehrhallen und allem zusammen, das hat es bei ihnen dann nicht gegeben. Man musste es einfach zuschauen und fragen und nachher selber ausprobieren. Ja,
Also eben das grosse... Ja, Kurz klar. noch, also erstmal die 2 Stellen, also zum Teil teilweise davon habe ich mir auch dann so Ja, markiert. Ich habe okay. das E-Book gelesen und ich so... Ah. Und hast du das jetzt am Anfang noch gesagt, dass das Buch auf Mundart ist? Nein, Oder habe ich gar sonst nicht wär- gesagt. Ja, oh ja, stimmt. Also ja, jetzt ist es klar. Also, ja, genau. Ja, das sind 2 gute Stellen, ja. Ja, es gab so ein bisschen einen Einblick einerseits eben so über die Beziehung zwischen diesen 2 Männern und halt auch, was da ja, bei diesem Primitivo für eine Geschichte dahinter steckt. Ja, aus diesem Anlass habe ich gedacht, ich muss mal wieder mein Studiumswissen ein bisschen auffrischen von früher. Welches Wissen? Ja. Nein. Nein, ich habe einfach schnell nachgeschaut, eben so punkto Arbeitsmigration in der Schweiz, vor allem halt auf nicht gut ausgebildete Arbeitskräfte oder einfach aus handwerklichem Bereich. Und ich glaube, das allererste, was man immer liest, das finde ich noch lustig, ist dann im 19. Jahrhundert vom Tunnelbau. Also dann, wo die Italiener sind gekommen. Der Gotthard der ist einfach im Wesentlichen von italienischen Hilfsarbeitern aufgebaut worden. Voll. So hat es ein bisschen gestartet. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz im Vergleich zu ihren Nachbarländern ihre Wirtschaft viel schneller ankurbeln. Und dann ist dann wie so die nächste Welle gekommen, wo man günstige Arbeitskräfte hat gebraucht. Und dann ist das Saisonnier-Statut eingeführt worden. Also das war für die Wirtschaft sehr gäbig, weil man nach Bedarf Arbeitskräfte holen konnte. Die haben einfach höchstens 9 Monate in der Schweiz bleiben und haben dann 3 Monate wieder müssen gehen. Eben Familiennachzug war keine möglich. Und die Verträge hat man einfach nicht müssen verlängern, wenn man sie nicht mehr gebraucht hat. Und das ist noch krass, für EU-Länder ist es erst 2002 abgeschafft worden. Und mein Vater ist ja Ende 80er Jahre in die Schweiz gekommen. Er hat also auch noch mit dieser Vertragsart gearbeitet. Bei mir weiss ich es gar nicht. Mein Vater war auch Gastarbeiter. Ja, die haben noch fragen. Aber also in den 90er halt einfach. Und dann, zwischen 1950 und 1970 hat es einfach einen starken Anstieg vom Ausländeranteil. Und in dieser Zeit ist ja auch die Überfremdungsinitiative, die verlangt hat, dass einfach maximal 10% der Gesamtbevölkerung Ausländer oder Ausländerin dürfen sein. Das ist ja knapp abgelehnt worden. Also man merkt doch ein bisschen, was halt auch für eine Stimmung war, oder? Klar, es hat immer auch eine Gegenbewegung gegeben. Ich meine, in den 70er Jahren ist die Migrationspolitik dann wirklich auch ein bisschen weniger restriktiv geworden. Aber man hatte einen erleichterten Familiennachzug gehabt. Aber wirklich auch ab den 80er, wo er ja auch das Buch spielt, ist die Migrationsbevölkerung konstant angestiegen. Und bis heute machen Migrantinnen und Migranten etwa 22% der Schweizer Bevölkerung aus. Und die grösste Gruppe nach Landeszugehörigkeit, willst du raten? Deutsche, Italiener, Spanier sind, glaube ich, mehr. Ich weiss, dass mehr nicht so krass vertreten sind, weil Leute meinen, nur so. Habe ich auch By the way. Ja, also Platz 1 Italiener, 2 Deutsche, 3 Portugiesinnen, 4 Franzosen, Kosovo. Spanien kommt näher, Serbien ist auf Platz 9, Österreich auf Platz 10. So Leute verhängen das amigs so, dass es mehr Deutsche gibt als jetzt zum Beispiel Serben oder so. Und bei den Deutschen, das sind einfach auch mehr Akademiker. Das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, die lassen sich auch nicht so schnell einbürgern. Und mit dem ist vielleicht also einfach die Zahl ein bisschen höher als bei uns. Also weißt, sobald du die Möglichkeit hast, lass dich dann einbürgern, weil dein Pass einfach nicht so viel wert ist, blöd gesagt. Für mich ist noch, also ja, während der Uni hatte ich immer gerne Arbeit schreiben über spanische Migration in der Schweiz. Und du findest eben nicht so viel, weil viel wird auf die Italiener oder Italienerinnen. Und einfach noch so kurz zu den Spaniern. Aber häufig ist es so, natürlich auch aufgrund der Franco-Diktatur, dass es eben viel zwischen 1960 und 1980 Leute hatten, die ausgewandert sind, häufig aus den armen ländlichen Regionen von Nordspanien. Also zum Beispiel der Primitivo ist jetzt in Asturien geboren. Mein Vater kommt aus Galicien und es gibt auch so einen Spruch, «Hay un gallego en la luna». Also es hat sicher auch einen Galicier auf dem Mond, weil die einfach so überall verstreut sind. Und die Leute sind häufig eben auf Mitteleuropa oder aus Südamerika ausgewandert, macht ja Sinn wegen der Sprache. Ist ja beim Primitivo so, also ich habe mir das vorher aufgeschrieben, das ist ja unglaublich. Also da ist ja eben zuerst... Krass, ja, Uruguay ist schon irgendwie noch... Uruguay. Das war jetzt Kanada. Ja, Frankreich auch noch. Nein, er ist über Frankreich, glaube ich, dann auf Kanada. Ja, hier. Frankreich, Kanada, Mexiko, Uruguay. Also das ist ja Wahnsinn. Also Schweiz nicht. Also eine ziemliche Reise hinter sich. Genau, und das ist halt noch faszinierend. Also in der Schweiz, wenn du Spanier oder Spanierinnen triffst, die sind meistens
Oder die Eltern kommen eben meistens aus Nordspanien. Ja, weil das habe ich nicht gewusst, das ist interessant. Ja, also jetzt noch. Also man merkt, es ist einfach eine ärmere Region. Oder halt auch nicht mega touristisch. Oder jetzt im Vergleich zu den Metropolen, weiss auch nicht, Barcelona, Madrid, wo halt dort irgendwie auch viele Einnahmen haben. Also Anita, ist das für dich eine Bestrafung oder eine Belohnung, dass du das Buch hast auf Mundart lesen? Hand aufs Herz, Laura. Hast du wollen, dass ich meinen Dialekt ändere? Nein. Oh nein, auf keinen Ist das Fall. so der verzweifelte Versuch so der letzte Versuch? Ja, so, genau, nein. Ich muss sagen, ich habe es ziemlich easy gefunden, das Buch zu lesen. Aber es liegt vielleicht einfach daran, dass ich halt, dass ich es mir gewohnt bin, halt verschiedene Dialekte zu hören und weißt, in keine WhatsApp-Nachrichten oder so zu lesen. Also weißt, es war für mich jetzt nicht so krass gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt Leute, die keine Ahnung, nur mit Zürcher oder so zu tun haben, wenn sie dann das Buch lesen müssen, vielleicht dann zuerst mal in das reinkommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder Leute, die eben ähnliche Geschichte vielleicht haben wie der Primitivo. Sprich, mein Vater, der gut Deutsch kann, aber nicht Mundart lesen, und jetzt muss sie meine Mutter vorlesen. Aber es ist schon mega herzig. Das ist wirklich herzig. Ich habe ja noch gesagt, ich habe 2 Wörter gefunden, wo... Ja, sag die mal. Also, ich habe auch nicht wirklich herausgefunden, was das heisst, das eine. Vielleicht gibt es das auch bei uns und ich habe es einfach noch nie gehört. Es ist auch ein bisschen umplagieren. Mal, es ist Berndeutsch, plagieren, bluffen. Kennst du bluffen? Aha. Ja, okay. Ja, das ist... Und das Wort, also ich weiss, was es heisst, also wegen dem Kontext habe ich es gewusst, aber ich glaube, Leute wissen das zum Teil außer eben so ein Hurti. Aber das also ist schnell. Hurti, aber das stimmt, ja. Ja, aber ich damals, wo ich meinen ersten Kontakt zu BernerInnen hatte. War das Nein, das ist nicht ja, never mind. Das war irgendwo anders mit anderen Leuten. Dort, also auf so einem Kontext habe ich schon verstanden, was gemeint ist, aber ich habe das Wort einfach nicht gekannt. So, das ist mir noch so in den Sinn gekommen. Das könnte eventuell Stimmt. Das ist gut. noch relevant sein. Aber ja, genau, sonst hatte ich eigentlich nicht so ein Problem zum Lesen. Es ist gut gegangen. Ich habe es lustig gefunden. Das war, glaube ich, das erste Buch, das ich auf Mundart gelesen habe. Ja, ich mache es noch viel. Also ich finde es echt mega schön. Aber eben, es muss einem entsprechen, es kann auch anstrengend sein. Und ich glaube auch, für mich, meinem Dialekt ist es ähnlicher. Halt jetzt als Team. Also ich müsste mal irgendwie auf Zürichdeutsch oder so lesen. Ich weiss nicht, ob ich es dann gleich empfinden würde. Ja, und wie würdest du das Buch bewerten? Nein. Nein, was? Was kommt jetzt? Ja, ich meine, ich weiss, du hast das mega so gefeiert und so mega gehypt und so. Und jetzt weiss ich gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, sag es einfach mal. Nein, ich gebe 5 Sterne. Ja. Sie gibt so 1 Stern und jetzt muss ich so die ganze Stunde damit verbringen, mega gut zu argumentieren. Mega schön, ich gehe. Aber ja, das hast du auch gedacht. Ja, das habe ich schon gedacht. Nein, also weißt du, heute ich habe so meine Spendierhose. Warum? Du bekommst 5 Sterne, du bekommst 5 Sterne. Ich bekomme alle 5 Sterne. Nein, ich habe es wirklich top gefunden. Soll ich gerade ein bisschen was sagen? So also ich habe den Aufbau so schön gefunden. Also es fängt wirklich mit dem Tod von Primitivo an und endet mit seiner Beerdigung. Also es ist nicht eine Beerdigung, weil er wird eingeäschert, aber einfach mit dem halt in der Kirche, der Service und so. Also ja, genau, das habe ich noch so schön gefunden vom Aufbau her. Ich habe es allgemein auch interessant gefunden, dass ich so komische Geschichten noch dazwischen von also ich habe es auch cool gefunden, weil gewisse Sachen es ist wie nicht aufgelöst worden, aber es hätte auch nicht müssen. Also weißt, ja. Ich habe es noch cool gefunden, dass jeder ist einfach jetzt das gehört und er geht dem nachher und so, aber schlussendlich weißt du gar nicht, was... Ja, also Tatjana wäre das, oder? Das Gottenkind. Genau, oder du weißt auch nicht so, was mit ihm und dieser Laurence... Also, ja, und das ist genial, oder? So, der Konkurrent ist ein Gimmeler oder der Grabber und so. Ja, also das ist ja so lustig. Wo er ja die Bücher gelesen hat und vorbereitet hat, die sie im Gimmer muss lesen. Aber weißt du, was ich interessant gefunden habe? Was? Dort, wo er sie ja trifft und sie redet so über Bücher und sie sagt so, ja, eben, sie müssen jetzt Homo Faber lesen. Und er fängt dann so an, das zu erzählen, wo da in den Königserläuterungen sind, also die Analyse. Das ist so genial. Aber er erzählt so, nachher sagt sie so, in dem Fall gibt es noch eine Liebesgeschichte, mit der man jetzt nicht gerechnet. Oder so irgendetwas sagt sie. Und genau das habe ich mir gedacht, wo er angefangen hat, über sie zu
zu erzählen, so, jetzt kommt dann noch eine Romanze dazwischen. Ja, Also lustig. im Buch jetzt selber. Weißt? Und ich weiss nicht, ob das jetzt eine Parallele war, die absichtlich war, aber genau das habe ich mir auch gedacht, so, jetzt gibt es noch irgendeine Teenage-Liebesgeschichte oder so. Weißt? Das ist lustig. Ja, da ist immer die Frage, was war die Intention vom Autor, oder? Oder tun wir jetzt die klassischen so, die Vorhänge sind blau gewesen, ja, das Lied, weißt du, also das ist eine melancholische Stimmung. Und dann sagen wir so, nein, die Vorhänge sind einfach blau. Ja, also, das ist immer so tut der Philipp Tingler im Literaturclub argumentieren. Im Fall. Darum es passt schon, dass der so ein bisschen ähnliche Argumentationsweise hat. Aber ja, sorry, Nebenbemerkung. Lustig. Ja. Nein, das ist mir einfach so aufgefallen. Ja. Mega viele Stellen habe ich mega lustig gefunden. Ich habe auch, weiss nicht, ich habe mir mega viel notiert. Ja. Also ich weiss nicht, ob wir vielleicht mal so ein bisschen über die Baustelle reden, weißt, so als Schauplatz. Oder weil, also das habe ich unglaublich interessant und einfach so lustig gefunden. Ich konnte es zum Teil nicht mehr. Also schon nur irgendwie, wenn du so siehst, eben, Franco Trenta, die Geschichte. Genial. Ja. Einfach so, er verlangt 1,30 für eine Flasche, wo alle anderen 1,20 verlangen. Und das ist ja auch so ein bisschen gespielt mit dem Klischee, Schweizer sind geizig. Oder, jetzt verliert. Weißt du, jetzt tut er 10 mehr verlangen. Und du merkst aber dann, er macht es einfach, dass er dann wie keine Ahnung, das Feierabendnacht am Freitag spendieren, da geht es halt genau auf. Und die Arbeiter sind so wie, weißt, sie geben so den Übernahmen. Es ist echt so, es ist komisch, wirklich. Wieder so die Vorurteile, wie auch im letzten Buch vielleicht. Ja. Genau. Wird einfach damit gespielt, durch so kleine Geschichten. Ja. Weißt du, ich habe noch cool gefunden. Dort, wo der Charlie so reinkommt, weißt, begrüßt all die Leute oder nachher sagt er so, also auf all diesen Sprachen so «Morgen zusammen», «Buongiorno», «Buenos dias», «Dobar dan», «Guten Tag miteinander», «Saluti tutti». Erstmal «Merci», ich fühle mich repräsentiert. Ich weiß nicht, ob du es gecheckt hast, «Dobar dan» ist Tag auf Selbstkratisch. Das habe ich gecheckt. Gut. Ja, also du merkst halt einfach so, dass so viele verschiedene Leute da sind und so. Und jeder bringt halt seine Geschichte auf die Baustelle. Also der Portugies, von dem wird ja zwischen ihnen wie geredet. Ja. Und das ist mega tragisch. Also zum Teil halt, musst du wie lachen, aber du merkst, da ist etwas Schlimmes passiert. Oder? Der ist irgendwie traumatisiert. Und ich glaube, er redet ja auch nicht wirklich. Oder es wird auch immer gesagt, man merkt ihn an oder irgendetwas ist für ihn schwierig. Voll. Und auch dort, aber der Primitivo hat auch eine interessante Rolle im Roman. Er ist halt sehr empathisch. # Glennon Doyle. Nein. Nein, komm jetzt. Nein, ist ja gleich. Nein, aber es hat auch, also einerseits oder er verteidigt ja der Charlie an seinem ersten Tag. Er ist der Neulernende, der kommt so ein bisschen drunter. Aber auch dort, wo die Situationskomik oder wo sie so ein bisschen über Frauen reden und dann sagt der Charlie einem anderen Spanier, ja, man weiss ja auch nicht, was deine Frau macht, oder? Wenn du jetzt hier bist und sitzt in Spanien und dann sagt der Primitivo, ja, schau, musst aufpassen, das ist ein sehr emotionales Thema, er kann seine Frau lange nicht sehen. Oder dort, Die eine Stelle, wo er sagt, warte schnell, dass ich einmal etwas vorlese. Ja. Oh ja, das habe ich gewartet. Aber gerne Berndeutsch. Ja, warte. Ich lese es so vor, wie ich es vorlese. Aber ich muss auch verstehen, dass es herzig eine Frau daheim zu haben, die man 9 Monate lang nicht sieht, weil das Gesetz so gemacht ist, dass man den Ausländern nicht einmal die Familie gönnen zu dieser Stelle. Das ist halt dann auch so ein bisschen so, dass du erfährst halt auch eben so aus dem Kontext so ein bisschen, was die Situation war. Weißt, er sagt ja nicht, als Gastarbeiter ist so und so leben und das, sondern du erfährst es halt einfach so mit der Geschichte. Genau. Also, und das Krasse ist, und das ist, also ich glaube, das kennst du auch, oder? Ich finde, es ist einfach, du merkst schon die Demut von diesem Primitivo, dass er halt, er fordert auch nichts. Also er hat doch wie eine grössere Wohnung können. Sein Vorgesetzter hat ihm eine grössere Wohnung gezahlt, er wohnt jetzt einfach so in der Barack oder irgendwie einfach so in einem kleinen Zimmer. Er ist ein sympathischer Charakter, weil du merkst, er ist bescheiden und hat irgendwie gleich recht belesen, philosophisch. Ja, die Figur ist halt sehr gut gezeichnet von Pedro Lenz. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben ihn nie in dem Sinne kennengelernt, weil er ja schon gestorben ist. Aber er hat eben so die Vermittlerrolle irgendwie in allem. Und alle haben mit ihm etwas zu tun gehabt. Alle haben irgendetwas gewusst, halt niemand hat wirklich alles gewusst. Und das ist vielleicht so ein bisschen etwas, wo ich mir allgemein so Gedanken darüber gemacht habe, nachdem ich das Buch gelesen habe. Was hinterlässt man, wenn man stirbt? Also weißt, was sagen die Leute echt über einen, nachdem er gestorben ist? Was ist das, wo man sich daran erinnert? Weil Charlie erinnert sich auch die ganze Zeit an die Weisheiten von der Primitivo im
gibt und an Tipps und halt allgemein, oder was, er denkt sich immer so, was würde jetzt der Primitivo sagen und so. Ja. Also weißt, was bleibt einem von dir? Ja. Da passt im Fall, soll ich es schnell vorlesen, weil ja der Teil gerade, wo das ein bisschen angesprochen wird. Okay. Das war sowieso interessant gewesen, dass der Primitivo ganz offensichtlich die Angewohnheit hatte, verschiedenen Menschen verschiedene Sachen zu sagen. So wie einer, der beispielsweise Rückenweh, Bauchweh und Kopfweh hat, aber nachher denkt, dass das alles ein bisschen zu viel für einen Menschen sein könnte. Also erzählt er dem einen nur vom Bauchweh, dem anderen nur vom Kopfweh und dem dritten nur vom Rückenweh. Beim Primitivo ist es noch weitergegangen. Hat er Kopfweh, Bauchweh und Rückenweh gleichzeitig gehabt, dann hat er einem etwas von einem Gedicht erzählt, an einem anderen etwas über die Steppen von Uruguay und an einem dritten etwas über die Schönheit von Mexiko. Hauptsache nicht jammern. Ja, aber das ist mir so ein bisschen geblieben, so eben irgendwie niemand hat irgendetwas Negatives über ihn gesagt. Ja. Und ich denke, er ist allen halt einfach so positiv in Erinnerung geblieben, genau für so Sachen, also die Geschichten und halt das Geld unter dem Bett verstecken. So. Das ist genial, weißt du, so, kein Vertrauen in die Bank, einfach so, so herrlich. Das sind so die kleinen Sachen, stimmt, so, oder halt einfach, er hat einfach so Goldmünzen, wo wer weiß, was für einen Ursprung hat. Die ganze Geschichte, also das ist ja die Menkele, wie er es immer so schön sagt, die Geschichte, oder, dass er dort in Uruguay, und das ist eigentlich wie so eine späte Rache auch ein bisschen, oder, an das ganze Nazi-Regime, und er seinen Chef ein erpresst mit dieser Begegnung von Mengele in seinem Garten. Hey, und das ist ja einfach genial. Ich habe wirklich nicht mehr, ich habe mir das bildlich vorgestellt, wie er dort ist und wirklich so verlangt, dass sein Chef ihm zulässt, dass er seine Forderungen, die er für alle Arbeiter hat, vortragen kann. Das ist halt so die Geschichte, zum Beispiel, ich hätte jetzt voll mit dem gerechnet, wie ich das Buch angefangen zu lesen. Also, kommt plötzlich noch so, es kann noch sein, dass ich eben Josef Mengele zu Uruguay begegnet bin. Ja, und noch verstrautzeugen wäre geworden, stell dir das vor. Sorry, du hast irgend noch andere Sachen besprechen? Oder ja, einerseits gibt es auch ein bisschen vor Baustelle zu. Was habe ich da noch? Also vielleicht so zur Schreibweise an sich, können wir noch etwas sagen. Also mir gefällt eben so die Tonalität und die Stimmung von Mundartliteratur sehr gut. Weil ich habe das Gefühl, es ist so schalkisch drin und dann ist halt immer so Lokalkolorit. Also so, es sind lokale Showplätze, es passieren einfach so Sachen, die ich habe mich auch sehr erkannt. Oder weißt du, was sie dort an dieser Party sind. Oder so, es hat einfach so typische Sachen, wenn man halt in der Schweiz aufwächst, die passieren. Und es hat aber auch immer sehr so etwas Melancholisches drin. Und hast du das Gefühl, liegt es an der Sprache oder liegt es daran, wie es geschrieben ist? Weil ich habe jetzt ja schon mehr Mundartliteratur gelesen. Manchmal habe ich das Gefühl, du kannst wie etwas normal formulieren, aber es hat irgendetwas Melancholisches dran. Aber vielleicht, ja, weiß auch nicht. Ich finde, er macht ja schon spezielle Sätze. Also er schreibt schon speziell. Ja. Es ist nicht einfach Mundart in dem Sinn, so wie wir jetzt reden. Oder so. Es ist schon künstlerisch in dem Sinn. Und es macht er halt auch gut. Ich denke, so dass das auf Mundart ist, macht es einfach ein bisschen familiärer irgendwie. Vielleicht, ja. Man bekommt vielleicht schneller einen Bezug dazu. Ja. Was ich auch genial habe gefunden, ist auch so ein bisschen die Unfähigkeit von den Arbeitskollegen von Charlie. Ich meine, als er stirbt, sind einfach alle so am Rauchen und finden irgendwie so, ja, ist jetzt schon noch blöd. Und einfach so die Floskeln, die dann kommen. Also nein, nicht ist schon noch blöd, aber sie sagen einfach irgendwie so, ja, tragisch. Aber dann geht einfach irgendwie jeder heim und die dann so ein bisschen mit sich. Ja, aber ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. So, was willst du? Also weißt, genau mache ich in diesem Moment. Das ist so ein bisschen... Vor allem, es wird ja auch noch gleich erwartet, du musst jetzt weiter arbeiten oder was auch immer. Also, weißt, man redet wie in der Situation nicht drüber, um sich vielleicht auch... Also man redet dann über andere Sachen, zum Beispiel, was ja eine Beerdigung sind. Das ist schon so lustig, wo ja dann auch die Bauarbeiter müssen Anzüge anlegen und der Charlie sagt dann dort, wenn man merkt, ob sich jemand wohlfühlt oder mehr in einem Kostüm. Und dann reden sie einfach auch beim Friedhof darüber, ob man jetzt rauchen oder nicht, auf einfach so eine Diskussion über das an, anstatt irgendwie mal zu sagen, so, hey, es ist mega traurig und irgendwie schön, können wir jetzt Abschied nehmen, oder es geht dann mehr einfach so wieder so ein bisschen in das Floskelige rein, wo du dann auch wieder musst lachen in dieser Situation, wenn du es liest. Also das finde ich wirklich ja, voll. Es ist genial. Denkst du so, das ist jetzt mega traurig oder so die Situation. Und zwei kommen noch spät so. und dann hat es irgendwie noch Leute, die ihn gar nicht kennen, aber sie wollen einfach irgendwie frei haben von der Schule. Darum kommen sie auch noch an die Beerdigung. Und auch die Beerdigung selber ist ja noch schön, bei Charlie
tut ja die auch mitgestalten, weil er angefragt wird vom Don Nicolas. Und auch der tut er sich auch ein bisschen, hat es mir gedacht, er kommt seiner eigenen Geschichte auch ein bisschen näher. Weil es stimmt, ein grosser Aspekt ist ja dann auch noch, wo sie darüber reden, dass Migranten ihre Heimat auch ein bisschen verklären, oder? Das wollte ich dir auch noch sagen. Das Ich finde das spannend. Thema noch interessant, so die Heimat und so. Aber noch etwas anderes, ich habe mega lange nicht gecheckt, dass der Charlie auch noch spanische Wurzeln hat. Man erfährt es so nebenbei. Aber halt auch... Ziemlich, einfach nur, wo er erwähnt ja seine Mutter, die eben in die spanische Kirche geht. Und ich so, Aber ja, sonst hätte ich, also... Genau, das ist noch interessant. Aber das ist im Fall nicht auch so im Vordergrund. Ja, also... Dort habe ich mich natürlich selber auch wieder erkannt, weil ich ja auch eigentlich halb bin. Oder? Und dort ist es eben, du bewegst dich wirklich halt wie... Ja, er ist jetzt vielleicht auch eher wie der Schweiz, also im Vergleich zum Primitivo sowieso. Wenn halt nicht beide migriert sind, dann musst du den Teil von deiner Geschichte wie auch mehr so erarbeiten. Oder wie ich halt das Gefühl, durch den Tod von Primitivo ist er dort seiner eigenen Geschichte auch ein bisschen näher gekommen. Weil er dann plötzlich auch Parallelen zieht, eben zu seiner Mutter oder das wie der Primitivo mal erzählt hat. Dass, es tut mir leid, ich lese das mal so viel vor, aber vielleicht gibt es so wie Migranten hier sind. Also es gäbe echt noch ein gutes Zitat dazu. Ja, gut. sicher. Ja. Also, meine Mutter sei nicht anders als 90% der spanischen Migranten in der Schweiz. Oder vielleicht könnte man sogar sagen, dass fast alle Migranten, gleich von wo das sie sind und gleich wo das sie leben, eine Gemeinsamkeit haben. Sie verklären das Land, wo sie einmal her sind gekommen, ohne eine Ahnung zu haben, was in diesem Land unterdessen wirklich laufe. Haben einen Kopfweh, hat der Primitivo dann gesagt, dann kann er sagen, es sei nur, weil er in Fremde müsse. Daheim hat er jetzt garantiert nicht Kopfweh. Für ihre einen Aranzen, dann kann er sagen, daheim wäre sicher das beste und angenehmste Wetter. Niemand könnte das Gegenteil beweisen und sogar, wenn ihm jemand im Alltag unfreundlich vorbeikäme, könnte der Migrant annehmen, dass in meiner Heimat nie so etwas Unfreundliches wäre begegnet. Die alte Heimat werde zum Sehnsuchtsort, hat der Primitivo gesagt. Je länger dass man weg sei und je weniger dass man darüber wisse, desto besser sei sie. Das Heimatverständnis mich irgendwann ist, dass der Fremde alles Negative, das er erlebe, mit dem Ort assoziiere, wo er drin lebe, und alles Positive mit dem Ort, wo er einmal verloren. Voll. Ich habe es einfach so lustig gefunden, weißt, meine Mutter hat nur in der Schweiz Migräne. Das ist eine wahre Geschichte im Fall. Sie hat das erste Mal Migräne bekommen, als sie in die Schweiz gekommen ist. Und sie hat zum Beispiel... Nein, also das ist... Ich liebe die Wechselsachen. Aber ich hatte damals einfach so lachen, aber ich weiss nicht, an was es liegt, ob es am Klima liegt oder... Also es kann gut sein, aber ja, das denke ich auch. Oder halt, er sagt auch eines von wegen, wenn du deine Heimat verlässt, dann verlierst du sie auch ein bisschen oder ja, irgendwas. Ja, es bleibt der Zeit ja nicht stehen, aber für dich halt schon, oder? Aber was ich lustig finde, aber genau das, zwei Sachen eigentlich, also das wirklich das Gegenteil sind voneinander, aber whatever. Einerseits so eben, wenn so Verwandte hast oder meine Eltern, wenn immer so meinen, so, ja, weißt du, damals, wo es noch Jugoslawien hat gegeben und dann ist das und das. Aber es bleibt so ein bisschen das Gute, weißt du? Und dann kommst du so, ja, aber weißt du, so, es hat schon extrem viele negative Sachen gegeben, wo Leute einfach nicht so vor Augen haben, weil du bist halt eher so ein bisschen auf das fokussiert, wo halt wie nicht mehr da ist oder wo positiv war. Aber das andere ist auch, nach so einer langen Zeit, weißt du, es verändert sich schon. Und zum Teil bist du dir halt schon bewusst, also weißt du, meine Mutter, sie ist in Belgrad aufgewachsen und sie hat die Stadt so geliebt, wie ich meine Heimatstadt jetzt da in der Schweiz, wo ich jetzt nicht erwähnen will, was anonym, also ja, weil es anonym ist. Aber wir wissen, aber sie hat wirklich die Stadt, hat sie so geliebt und jetzt sagt sie, ja, sie kennt es eigentlich nicht mehr. Es ist nicht mehr das, was war. Aber ich glaube, es kommt halt ein bisschen darauf an, wieso du ein Land verlässt, denke ich. Wenn du es jetzt wirklich verlässt, weil du sagst, ja, es geht, also wirtschaftlich haben wir so Probleme, wegen dem gehen wir in die Schweiz, aber eigentlich wären wir lieber eben Spanien zum Beispiel. Und wenn Spanien so Standards hätte wie die Schweiz, dann wären wir gar nicht gegangen oder so. Ja, das ist vielleicht noch ein Unterschied, weil dann Plus, mit so einer Geschichte hast du ganz viel Wechsel drin mit so Heimat- und Sehnsuchtsort. Oder? Weil zuerst bist du ja wie in Spanien und es geht dir nicht gut. Das heisst, es wird wie die Schweiz oder welches Land auch immer wird ein neuer Sehnsuchtsort, weil es geht dir dann dort besser. Kaum bist du aber dort. Und ich meine, es ist nicht einfach, Anschluss zu finden. Hey, das ist echt,
brutal. Du musst die Sprache neu lernen, du fühlst dich einsam. Eben je nachdem bist du in Jobs, wo du nicht viel verdienst, nicht gut behandelt wirst. Ja. Genau, und dann wird halt wie die alte Heimat wie zum neuen Sehnsuchtsort. Oder du bist dann vielleicht oder in den Ferien gehst dann immer runter, wie man so schön sagt. Aber sagt man das bei euch auch? Gut, Leute fangen an zu sagen, sie gehen runter, wenn sie Tessin meinen. Und ich denke, so Leute, das ist so ein anderes Level. Ja. Was ich auch noch dazu sagen, oder? Und dann ist so, eigentlich das, ja, was viele machen, oder? Sie wollen dann, wenn sie pensioniert sind, wollen sie dann wieder dorthin und sie wollen irgendwie ein Häuschen bauen und sie wollen halt auch ein bisschen, oder sie wollen erzählen, was sie erlebt haben. Das Problem ist nur, die Leute, es interessiert niemand. Und weißt du, das ist dann auch so, weil bei ihnen ist ja das Leben auch weitergegangen, oder? Ja. Und ich glaube, das ist einfach, eben, vielleicht wirst du schon ein bisschen heimatlos, weil du merkst, okay, das, was ich irgendwie glorifiziere, das gibt es gar nicht. Oder nur in meiner Vorstellung. Voll. Und, ja, mit dem umgehen ist sicher schwierig. Oder das ist schon etwas, was ich sehr gut erkenne. Ich meine, ich habe das selber. Also, für mich, wenn ich irgendwie auf Spanien gehe, ich habe nie wirklich dort gelebt, aber ich tue das schon, also, ja, weil ich das halt auch mit Ferien und Erholung und was auch immer verbinde. Ich meine, wenn ich dort aufgewachsen wäre, hätte ich ja viel anderes Verhältnis. Es ist halt auch so ein Dilemma. Ich denke, der Grund, wieso die Leute ihre Heimat vermissen, ist halt einfach, sie sind sich gewisse Sachen gewohnt. Ich weiss noch, wegen dem Pfarrer, Priester, so Sachen, ich weiss es nicht, Katholiken, Priester. Ja. Seine Mutter, also vom Charlie, sagt so, ja, musst du ihm dann noch anrufen. Und dann sagt er so, ja, aber es war schon 9 Uhr. Ich so, ja, er ist kein Schweizer, dann kannst du noch anrufen. Das sind so Sachen, wo, es ist ja nicht böse, es ist einfach so kulturelle so Normen, die für dich stimmen, wo es dir egal ist. Ich sage auch, es gibt auch sicher also Schweizer, denen es egal ist, ob du ihnen am 10 Uhr anrufst oder so. Aber du bist gleich noch nicht so, also ja, traust dich vielleicht weniger. Ja. Und das sind eher so Sachen, vielleicht, die du vermisst, weil du weißt einfach, du kannst dich selber sein mit diesen Leuten. Und du musst nicht irgendwie Angst haben, wird das jetzt akzeptiert, wenn ich das mache, ist das jetzt... Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was man vermisst, weil man einfach weiss einfach, man gehört zu 100% dazu, man gehört zu dieser Gesellschaft. Und wenn man da ist, vielleicht auch nicht, da fühlst du dich vielleicht auch immer fremd. Ja. Also ich hoffe es nicht, aber für viele ist das, glaube ich, ein bisschen so. Du fühlst dich einfach fremd da und wegen dem vermissest du in dem Sinne deine Heimat, obwohl eigentlich jetzt vielleicht die Schweiz deine Heimat ist. Aber ja, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, das Thema. Hast du noch einen Kritikpunkt, Anita? Nein, eigentlich nicht im Fall. Also ich finde, also weißt, für das Genre finde ich es gut gemacht. Ich finde es jetzt auch nicht zu lang. Ich glaube, also ich habe so ein E-Book gelesen, ich weiß nicht, wie es ja, doch ziemlich gut. Ja, aber ich war schnell durch. Aber es nimmt einem auch rein, die Geschichte. Ja. Die Zwischengeschichten, wo einem die Geschichte führt, man weiss es gar nicht. Das ist noch interessant. Und halt einfach die Witze und halt so die Jugendkultur in dem Sinn, auch in dieser Zeit, ist auch ein bisschen interessant gefunden, weißt du, in den 80ern. Aber es gleicht meiner Jugend schon sehr. Also ich meine, es ist ja... Du bist auch in einem Dorf aufgewachsen, oder? Ja, also Herzogenbuch ist ja auch ein bisschen grösser, aber ja. Hey, ich glaube, ich habe noch ein Schlusszitat, das passt. Okay, ja, sicher. Sehr gut, weil jetzt muss ich ja noch Spanisch reden, oder? Okay, also da geht es darum, dass der Charlie Bücher vom Primitivo anschaut, die er bekommen hat Gedichtbüchli vom Primitivo durchgeblättert und beim Neruda in dem Buch, wo 20 Liebesgedichte und ein Lied vor Verzweiflung heisst, die Ziele gelesen, die sagt «Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas». Auf Deutsch würde das ungefähr heissen, «Für das du mich hören, werden meine Worte manchmal mager wie die Möwenspuren am Strand». Ich habe mir vorgestellt, wie die Frau, die der Dichter meint, ganz feine Ohren mit ganz engen Gehörgängen hat, die nur eine ganz bestimmte Art von Wort durchmögen. Feine Worte, schlanke Worte, Worte, die nicht verletzen und nicht weh machen. Und der Dichter, der ja unbedingt von ihr gehört und gespürt und verstanden werden, lässt seine Worte dünn und noch dünner werden, bis sie bei ihr ankommen und durch ihre Ohren durchmögen. Vielleicht ist auch das Problem, habe ich gedacht. Vielleicht haben meine Worte nie mager werden wie Möwenspuren am Strand, wenn ich zur Laurence geredet habe. Vielleicht waren viele von meinen Worten plump wie Elefantenspuren in der Savanne oder einfach wie die Fußabdrücke von einem Chalpi, der mit Gummistiefeln über frischen Beton läuft. Das ist doch so das Buch in einer Nutshell. Noch schnell die Baustelle reingebracht und das Philosophische und ja. Also, sehr, nein, das ist mega schön. Das ist eine schöne Stelle. Merci, dass du noch die Stelle vorgelesen hast auf Spanisch.
De nada. Gracias. Okay, und jetzt bin ich gespannt, was wir als nächstes lesen. Ja, das wird jetzt ein Schlag ins Gesicht, jetzt der Wechsel von... Nach dem Schönen, Ja. wo wir uns so einig wahrscheinlich... sind. Okay. Nein, also wenn du das Buch lesest und dem nicht 5 Sterne gibst, dann sind wir nicht mehr befreundet. Uff, okay. Nein, was für eine Ansage. Ja, also ich habe es natürlich auch nicht gelesen, aber ich kann mir nicht... Also nein, wer weiß, vielleicht gebe ich selber nicht 5 Sterne, wer weiß. Es ist ein bisschen etwas Ernstes, vielleicht ist das Ernsteste, was ich würde vorschlagen. Aber genau, zuerst mal, weißt du zufälligerweise, wer Janelle Miller ist? Nein. Okay, wir lesen ihr Buch «Know My Name». Der Titel von der deutschen Übersetzung ist «Ich habe einen Namen». Bevor ich weiterrede, muss ich da kurz eine Trigger Warning machen, weil es um sexuelle Gewalt geht. Und eben, falls ihr dann nicht mehr weiterhören, ist natürlich verständlich. Und dann hören wir uns in der übernächsten Episode. Ich weiss nicht, vielleicht kennst du den Fall, wenn ich es dir sage, Brock Turner. Stanford, Schwimmer. Ich würde nächstes Mal eher auf den Fall eingehen. So mehr oder weniger, was passiert ist, er ist halt verwirrt worden, wie er sie halt wollte, oder hat eigentlich auch schon sexuell belästigt. Und sie hat auch lange anonym bleiben. Es ist dann meistens Emily Doe oder Jane Doe oder so genannt worden. Das sind so die anonymen Namen, die man halt damals braucht. Und sie hat vor Gericht so ein Victim Impact Statement gegeben. Und das kennt man anscheinend dort, dass ein Opfer kann sagen, was die Tat für Folgen hat fürs Leben. Weil halt alle Gerichtsdokumente und so, glaube ich, so öffentlich sind oder keine Ahnung was. Ist dann so mega bekannt worden, so der Brief, den sie vorgelesen hat. Dann ist sie an die Öffentlichkeit und hat dann gesagt, wer das sie ist. Aber du hast wahrscheinlich jetzt nicht davon mitbekommen, das ist schon ein paar Jahre her. Ich finde das einfach mega interessant, weil es hat auch viel... Der Ganze hat auch viel mit Victim Blaming zu tun. Weißt, im Sinne von, ja, die hat ja mega viel getrunken und so. Also es ist richtig krass, was die Leute eben gesagt haben. Vielleicht halt auch, weil sie nicht gewusst haben, wer das ist. Weißt, weil sie ja anonym bleiben. Aber auch so ist, wenn man weiss, wer es ist. Du weißt. Entschuldigung, aber ja. Genau, Leute sind immer so ein bisschen am... Ja. Und ich habe gedacht, das wäre ein gutes Buch, halt über das Thema allgemein zu reden. Wir kennen den einen oder anderen Fall auch hier in der Schweiz, wo ja ziemlich fragwürdig darüber berichtet wurde. Und ich denke mir, ich weiss, es ist ein ernstes Thema, aber ich finde es ein guter Ausgangspunkt und überzeugen. Ich finde es auch wichtig, mal über das zu reden. Sehr. Ja, wichtiges Thema. Thema ausgewählt. Sehr gut. Genau. Das wäre es eigentlich gewesen. Hast du noch irgendetwas? Nein. Ich freue mich wirklich, über das wichtige Thema zu diskutieren das nächste Mal. Gut, ich mich auch. Wie immer, ihr könnt uns auf Apple Podcast bewerten. Ihr findet uns auf Spotify, Google Podcast, auf YouTube. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge, Investitionsvorschläge. Das ist ein Insider. Sonst irgendwas loswerden. Unsere E-Mail-Adresse ist anita.podcasts@gmx.ch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Lesen.